Wir wollen jetzt noch eine neue Fingerübung dazu lernen. Das Spielen aufwärts und jetzt wieder abwärts. Da sind wir im Prinzip in einem Sechsachtel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Aufsetzen hier sieht folgendermaßen aus. Jetzt setzen wir die beiden mittleren Finger auf, gehen zurück und der Ringfinger spielt im Prinzip allein, und wenn der spielt, setzen wir wieder die drei Finger, Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen auf. Und jetzt setzen wir diese mittleren Finger, Zeigefinger und Mittelfinger auf. Und der Ringfinger setzt allein auf. Und zwar machen wir das so, weil beim Verschieben nachher der Ringfinger ja allein sich weiter bewegen muss. Machen wir es hier so, wie wir das schon gewohnt sind, wenn wir was Neues lernen. Immer zuerst jede Hand einzeln und erst dann beide Hände zusammen. Beginnen wir mal gerade mit der linken Hand in der ersten Position. Jetzt setzen wir die beiden mittleren Finger auf, der Ringfinger allein, und jetzt wieder erste Position. Und jetzt geht der Ringfinger auf die nächste Seite nach G. Und jetzt setzen wir erste Position, die mittleren Finger allein, Ringfinger, diese drei Finger. Jetzt geht dann der Ringfinger nach A. Geht nach B. Nächste Seite. Jetzt gehe ich zurück, strecke den Finger zurück auf E. Strecken nach D. Nach C. Aufsetzen, mittlere Finger, alle drei, mittlere, strecken nach B durch. Die rechte Hand ist ja in der zweiten Position genau das Gleiche. Wechseln. Jetzt habe ich alle drei aufgesetzt, weil ich das Gleiche gespielt habe. Aufsetzen, der Ringfinger. Nach D. Mit Ringfinger, nächster Ton, bis hier A, zweite Position von F und zurück. Und Wechsel. Strecken und die
nächste Saite greifen. Nach D. Und die nächste. Upsla. Passiert mir auch, seht ihr, dass ich mal daneben greife. Wenn ihr euch sicher fühlt mit jeder Hand, dann wagt es doch einfach mal schon beide Hände zusammen zu spielen und die erste und zweite Position jetzt auch so zu kombinieren mit dieser neuen Übung. Vielleicht macht ihr es am besten, indem ihr hier unten jetzt beginnt auf F, dann könnt ihr bis da vielleicht mal eine Oktav aufwärts und dann wieder zurückgehen, damit das nicht eine zu lange Übung wird zu Beginn. Aber wenn ihr euch sicher fühlt, dann macht es über die ganze Harfe auf und abwärts, wie wir das ja kennen vom Verschieben der Akkorde. Wir beginnen hier auf F, erste und zweite Position.